Ein herzlicher Gruß und willkommen sei wir alle Nieuwsgierigers, die sehr interessante Geschichten hören. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören. Das Schiff hat an der Kant vom Water angehalten. Paulus und sein Freund Silas gingen im Land und kamen auch bald nach der Stadt Philippi. Ab dem Marktplatz und ab den Gassen sehen sie dit wieder. Gott Leifchen, hei haf seinen Sehen gescheit ab die Erde, bleibt an den Herren Jesu, dann war ihr gerat worden. Lieder bleibt dort und sie harschieren tau, aus der Geschichten von Jesus vertalten. Andere wären schwierig und brellten sie verurteilt. Die merken dort bloß arisch. Wir wollen dort nicht hören. Wasch mit denen, bloß wasch mit den beiden. Steiner flügen muss er. Dort wird nicht lang, dann wird dort ganze Fall gehen Gott seine Deiner abgehört. Sie reiten an die Kleider vom Lief und deiden end mit de Pütsch schielen. Schlemme Blutstriepen hatten sie ab dem Rehen vom Schlonen. In einem dunklen, festen Gefängnisraum, da die Gefängniswächter ihre Häng und Feit in einem Halt festschrauben. Alles deit anwei, der Rehen brennt ja. In der Bibel steht, dass die Gefangenen nicht jammerten und fragen, warum det Gott so was zulassen? Aber sie sungen und lobten Gott. Und dann passiert was. Plötzlich kommt Gott seine Help durch ein storches Erdbeben. Die Schäden gingen los und die Dären hopsten auf. Durch all das Gelüt wirkt der Gefängniswächter ab. Sein erster Gedanken wie, die Gefangenen sind alle wasch. Aus Angst vor seinem Boss will er sich selbst totmachen. Er nahm sein Schwert. Hell an, der die nicht speiset an, wir sind noch alle hier. Und wirklich, keiner wie uitgekleeft. Der Gefängniswächter zittert. In Fall für Paulus seine Feit. Wat maat ik denen? Du met ik gerat worden. Du machst nicht denen, Jesus hat alles für dich getan. Bleib an den Herrn Jesus, dann wirst du gerat. So einfach ist das. Der Gefängniswächter bleibt und wird ein neuer Mensch. Er darf die Gefangenen nicht mehr schlecht behandeln, aber er gab ihnen zu eten und darf ihre Blutstriepen besorgen. Am nächsten zu morgens schicken die Richter Stein an den Wächter und leiten am Sein. Lass die Männer frei. Dann kommen sie sich aber noch selbst entschuldigen bei den Gefangenen, weil sie ihn unrecht behandelt haben. Und dann gingen Paulus und Silas weiter froh wieder und vertelten noch viel andere Menschen. Geläuft an den Herrn Jesus, dann war ihr gerat und habe ewiges Leben bei Gott. Das ist einfach vom interessanten Geschichtenprogramm. Und wenn du Fragen hast oder uns was schreiben willst, dann hast du nur diese Adresse: telenino@gmail.com. Und nochmal buchstabieren wieder: teleninospy@gmail.com.